Grüß euch miteinander und herzlich willkommen beim Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Wir haben für euch einen einzigartigen Blick über Bern mit Sicht auf das Jungfrau-Joch, aber auch auf das Bundeshaus. Und der erste Fußball-WM-Halbfinal. Argentinien spielt gegen Kroatien und dort ist ein Stück Aaretal dabei. Es ist eine Aussicht, die man so nur selten hat. Von der Dachterrasse vom Hotel Bern da sieht man unter anderem das Top-of-Europe-Denkmal Jungfrau-Joch, aber auch das Bundeshaus. Wir haben in diesem speziellen Hotel im Herzen von Bern vorbeigeschaut. Wir sind hier auf der Attika-Terrasse vom Hotel Bern in einer Winterstimmung. Wir haben hier oben Fondue, das wir anbieten, in wunderbarer Stimmung, weihnachtliche Stimmung, Winterstimmung. Es ist wunderschön, hier oben das zu erleben. Die Aussicht in die Altstadt von Bern mit dem Münster im Hintergrund, sehr romantisch. Das alles könnt ihr hier oben erleben. Es ist fast wie Ferien. Man kommt hier rauf, man hat einen Weitblick, aber auch einen Nachblick. Man sieht hier oben alle Sehenswürdigkeiten von Bern. Man kann hier oben einfach geniessen, gute Drinks geniessen. Und was ganz speziell ist, man kann wunderschöne romantische Abende hier erleben. Und wer will das nicht auch selber mal erleben können? Wir haben das Glück, dass wir schon von ganz vielen besucht wurden. Und vor allem sehen sie mal die Stadt von einem Blickwinkel, den sie sonst nicht sehen. Und da sieht man kleine Sachen, die man von der Straße aus gar nicht sehen könnte. Und das macht es ja hier oben spannend. Die verschiedenen Dächer, die schönen Sehenswürdigkeiten, die eben Bern alles zu bieten hat. Wir haben den Blick direkt auf das Bundeshaus. Dort geht es ja manchmal turbulent zu. Und wenn man denkt, dass wir hier nur 300 Meter Luftlinie entfernt sind und das in einer entspannten Ruhe mitgeniessen und anschauen kann, dann ist das ein ganz spezieller Moment. Wir haben fast jeden Tag im Jahr offen, hier raufzukommen, das zu geniessen. Und es ist tatsächlich so. Wer es nicht gesehen hat, hat etwas verpasst. Von Bern jetzt auf Katar. Dort ist hinter das erste Fußball-WM-Halbfinal. Argentinien spielt gegen Kroatien. Und bei den Kroaten spielt unter anderem der ehemalige Weltfußballer Luka Modric. Der wiederum trainiert auf einem Fitnessgerät aus Münsingen. Wir haben mit dem Erfinder geredet. Das mit dem Modric ist natürlich eine mega coole Geschichte, vor allem weil er nicht mehr der Jüngste ist. Also er hat vieles gesehen und vieles erlebt. Und er hat natürlich eine sehr hohe Kompetenz, was Fitness, Gesundheit und seinen eigenen Körper angeht. Und das war wirklich eine super coole Story gewesen. Vor allem seine Gastfreundschaft ist einfach einmalig. Ich glaube, das sehen wir so ein bisschen allgemein noch über Kroaten und Kroatinnen. Aber wir haben dort wirklich gefühlt, dass 7-8 Gang-Menü bekommen. Und er war so bodenständig, er war sehr respektvoll und hat uns ein unglaublich gutes Gefühl gegeben, als ob wir die professionellsten wären, die da kommen. Und das ist mir so geblieben, dass er einfach nicht nur einer der besten Fußballer ist, sondern eben auch dort ist, weil er ein super Typ ist. Bescheiden, kompetent und einfach sehr, sehr nahbar und überhaupt nicht distanziert. Und das hat uns schon stolz gemacht, dass wir das Privileg haben, so Menschen zu treffen und mit denen auch zu interagieren auf einer persönlichen Ebene. Ich glaube, es ist etwas, was man nicht jeden Tag erlebt. Ich bin tatsächlich auch so ein bisschen durch das Treffen mit Modric oder die Eigenschaften und sein Charakter ein bisschen Kroatien-Fan geworden. Ich habe Kroaten schon immer cool gefunden, wie sie spielen. Sie haben für mich einen sehr, sehr hohen Teamgeist. Das hat schlussendlich jedes Team, aber sie haben für mich noch so ein bisschen eine spezielle Energie als Team. Und darum helfe ich Kroatien und hoffe, dass sie Argentinien schlagen werden. Es wäre aber auch in Ordnung, wenn Argentinien gewinnen. Also dort hat es ein paar super Spieler. Wir dürfen allgemein immer wieder Spieler von der ganzen Welt beliefern, auch im Fußball. Manchester City, Bayern München, also Joshua Kimmich war da, der Brele Embolo hat eins. Aber Messi haben wir leider nicht. Wenn der Messi vielleicht eins hat, wäre ich auch ein bisschen mehr Argentinien-Fan, who knows. Und jetzt noch zum Wetter.
Scheibenkratzen war angesagt die letzten Tage. Und so wie es aussieht, geht es so weiter. Einen ganz genauen Ausblick gibt es jetzt in wenigen Sekunden mit unseren Kollegen von Media News. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf jungfrauzeitung.ch. Schön, habt ihr eingeschaltet. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zum neuesten Wetterupdate am Dienstagabend. Wir haben ein bisschen eine heikle Situation am Morgen, speziell am Morgen und Vormittag, weil in der Höhe mildere Luft reinkommt, wird die Schneefallgrenze ansteigen. Gleichzeitig haben wir gefrorene Böden und wenn der Regen auf die gefrorenen Böden geht, dann haben wir Gefahr von gefrierendem Regen oder eben von Eisregen. Es kann also ziemlich glatt werden auf den Strassen und Trottoirs dann morgen am Mittwochvormittag. Heute haben wir schon viele Wolken gehabt. Feuchte Luft hat uns hier erreicht. Das sehen wir einerseits durch auf der Webcam, andererseits aber auch mit dem Blick vom All runter auf die Erde. Dicke Wolken, die hier reingezogen sind. Und viel Feuchtigkeit werden wir auch weiterhin haben in der Nacht und morgen am Vormittag. In der Nacht aber längere Zeit dann auch wieder trocken, dass nachdem es am Abend da und dort noch ein bisschen schneit. Morgen am Mittwochvormittag dann meistens bewölkt. Zuerst am Morgen noch längere trockene Abschnitte und dann breitet sich aber neue Niederschläge aus und das wird in den tiefen Lagen Regen oder eben auch gefrierender Regen sein. Also wirklich vorsichtig sein, es kann zum Teil dann spiegelglatt werden. Die Schneefallgrenze die geht darauf auf rund 2000 Meter, regnet also weit auf, am Nachmittag dann auch trüb und regnerisch und das Ganze bei rund 4 bis 6 Grad mit ein bisschen auffrischendem Südwestwind im Flachland und teilweise einem stürmischen Südwest- bis Westwind auf den Bergen. Nachher gehen die Temperaturen das Wochenende her wieder deutlich zurück. Mit Temperaturen kommt dann auch die Schneefallgrenze wieder oben runter. Am Donnerstag oft bewölkt, am Abend neue Niederschläge, die einsetzen. Zuerst in der tiefen Lage zum Teil noch Schneeregen oder Regen. Dann schneit es aber bis in die tiefe Lage in der Nacht und auch am Freitagmorgen. Am Freitag den Tag durch dann langsam eine Wetterbesserung. Das Wochenende, abgesehen von Nebel und Hochnebel in der tiefen Lage, recht eine sonnige Angelegenheit. Aber wir sehen es hier. Es gibt dann wieder Eistage mit maximal -2 bis -1 Grad. Und zum Wochenstart gibt es keine wesentliche Wetteränderung. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Dienstagabend.